So, heute ist das Thema, du bist von Gott gesalbt, um der Hölle das Gegenteil zu beweisen. Extrem provokativer Satz. Ich möchte erklären, warum. Oft haben wir ein Kopfkino in uns, Gefühle gehen irgendwo durch, Morgengefühl wünsche ich für eine Banane. Und ich möchte, dass nicht unsere Gefühle, unser Erlebnis, dass es Menschen segnet in der Gesellschaft, unser Glaubensleben prägt. Ich bin überzeugt, wenn Gott dich salbt, wirst du mit deinen Wundern, mit deinem Leben, mit deinen Taten, als Salz und Licht Gottes, der Hölle beweisen, dass die Hölle ist falsch. Weil die Hölle sagt, der Tod ist endgültig und deine Krankheit wird nicht mehr gut werden und deine Vergangenheit wird dich für immer negativ prägen. Aber die Salbung von Gott sagt, Gott vergibt, Gott stellt her und du kannst mit Gott beweisen, dass die Hölle hat immer falsch in den Gefühlen, in den Aussagen und Bananen, die du fühlst. Amen? Amen? So ich bin von Australien heimgekommen, vor ein paar Monaten. Und immer, wenn ich reise, bitte ich, dass Gott, wenn ich predige irgendwo, ich gehe nicht nur predigen, dass Gott die Kirche segnet, sondern ich sage immer, Gott, berühre mich zuerst. Ich komme nie leer heim. Ich nehme aus jeder Celebration immer etwas mit und sage Gott immer, eine Sache langt. Und ich habe eine Bibelstelle zu mir gedrillt, seit Monaten, und zwar, wo der Paulus sagt, ich bin nicht zu euch gekommen, nur mit überredenden Worten. Ich habe intellektuell euch alles erklärt, aber ich habe euch die Kraft von Gott präsentiert. Ich habe Wunder bewirkt. Und ich merke, wir haben uns extrem entwickelt mit der LED-Wand, mit dem Predigtinhalt, mit den Thumbnails und all die Sachen und auch mit den Props. Aber eine Sache sind Zeichen und Wunder und ich merke, haben wir Potenzial. Und ich möchte mit dem nicht sagen, uns fehlt etwas. Du kannst Wunder nicht machen, aber du kannst für Wunder beten. Du kannst dein Herz so stellen, dass Wunder auch Platz haben. Und Wunder geschehen dann, wenn du an Wunder glaubst. Der Thomas Jefferson, ein Mann aus Amerika, man sagt, hat Amerika mitgegründet, hat es mitgeprägt. Und er hat angefangen, Bibel zu lesen. Ein Mann, der wirklich die Weltgeschichte geprägt hat und hat angefangen, Bibel zu lesen. Und hat für sich festgestellt, dass die Bibel ist ein Märchen. Und er hat gesagt, ich kann nicht an die Bibel glauben. Er hat gesagt, ich glaube nicht an die Wunder von Jesus. Und ich glaube nicht, dass Jesus allmächtig ist. Ich kann mir das nicht vorstellen. Dass Maria wird schwanger ohne Mann, glaube ich nicht. Dass Jesus der Sohn von Gott ist, glaube ich auch nicht. Dass Jesus von den Toten versteht, glaube ich auch nicht. Er hat gesagt, ich glaube das alles nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Er hat gesagt, aber eins ist Gefahr. Die Bibel ist das Beste, das musst du gut hören, das beste moralische Buch, das er jemals gelesen hat. Und er hat 6 Bibeln gekauft. 6. Und er hat bei jedem den Text rausgeschnitten mit einer Rasierklinge, den er gut gefunden hat. Und hat eine eigene Thomas Jefferson Bibel zusammengestellt mit 84 Seiten. Ohne Wunder und ohne das Wirken von Gott. Und mich hat das erinnert an unsere Cancel Culture. Wir canceln alles, was uns nicht passt. Das glaube ich nicht. Und wenn du an Cancel Culture glaubst, möchte ich dich bitten, cancele deine falschen Gewohnheiten. Cancele deine Sucht. Cancele deine Eifersucht. Cancele deinen Zorn. Cancele deine Wut. Cancele all das, was nicht okay ist, aber cancele nie die Wunder von Gott und das Wirken von Gott, weil Gott hat sich nicht verändert, gleiche gestern, heute bis in alle Ewigkeit. Du bist gesalbt, um der Hölle das Gegenteil zu beweisen. Don't cancel. Don't cancel. Ich habe in unserer ICF-Kirche gibt es mehr Wunder, als du denkst. Und ich kann dir alles sagen, wieso reden wir nicht so oft über die Wunder? Ich kann dir alles sagen, weil ich will nicht, dass wir eine Kirche sind, die nur auf Spektakel orientiert ist. Das ist mir mega wichtig. Und ich habe in den letzten paar Monaten angefangen aufzunehmen. Ich habe mega viele Videos gemacht von Wundern, die Gott in unseren Kirchen macht. Einmal aus Salzburg, als ich getroffen habe, hat mir erzählt vom Wunder. Und ich habe gesagt, ich filme das und rede Österreicherisch, weil wir es mit Subtitle und übersetzen. Und das ist ein Wunder, das Gott einen Mann gemacht hat in unserer ICF-Family. Ich war im ICF in Zürich und in der letzten Celebration habe ich zu Jesus gebetet, habe mich hingekniet und es war mega toll. Ich habe Jesus alles hingelegt. Ich habe seit 18 Jahren einen Tinnitus gehabt und habe an diesem Abend Jesus diesen Tinnitus übergeben und habe gesagt, Jesus, es ist dein Körper, nimm mir den Tinnitus. Und ja, es war einfach mega. Und ich habe meinen Tinnitus, ich habe verloren und bin endlich geheilt. Danke dir, Jesus. Danke.
Er hat mich gefragt, ob er auf Hochdeutsch hat gesagt, nein, wir haben Leute von Thurgau, die verstehen das. Nein, was ich möchte sagen ist, der Satz, ich habe den Tinnitus verloren. Ich habe ihn nicht mehr mitgenommen. Und ich möchte wirklich sagen, du bist gesalbt von dem Gott im Himmel, als der Hölle zu beweisen, du liegst falsch, weil Gott macht noch immer Wunder. Im Alten Testament hat man einen Mann genommen, mir gesagt, du bist ein Priester, ein hoher König, ein Leiter, was auch immer, und man hat ihn gesalbt mit Öl. Und die erste Person, die man gesalbt hat im Alten Testament, ich lese den Text vor Psalm 133, Vers 2, dass du ein bisschen merkst, wie hat man gesalbt? Das ist das wohltuende wie das duftende Öl, mit dem der Priester Aaron gesalbt wurde, das vom Kopf herunterrannte in seinen Bart bis hin zum Halssaum seines Gewandes. Also, das hat man konkret gemacht im Alten Testament. Man hat das Öl genommen und hat das angesetzt und hat ihn geölt von oben bis... Nein, machen wir nicht, oder? Nein, logisch macht man das. Also, er hat ihn gesalbt, von oben bis unten. Und es ist so langsam, wunderschön, der Kopf runtergelaufen. We want more, fill it again. Also, Botschaft ist folgendes. Du bist gesalbt mit der Gegenwart von Gott, mit der Kraft von Gott und mit dem Wunder von Gott. Und das hat bedeutet, schau ihn genau an, das hat bedeutet, wenn die Kraft vom Bart vom Aaron abtropft aufs Volk, dann bist du auch gesegnet. Man hat immer gesagt, die Salbung kommt vom Leiter top-down. Und du bist gesalbt worden von außen nach innen für einen bestimmten Moment, für eine bestimmte Aufgabe, aber auch mit einer bestimmten Kraft. Wir haben gewusst, Salbung bedeutet, Gott trennt dich von deinen normalen Fähigkeiten. Also wenn Gott dich salbt, sagt Gott, ich weiß, was du normal kannst, aber ich löse dich von deinem Normalen und ich verbinde dich mit dem Übernatürlichen. Das heisst, eine Salbung im Alten Testament. Jetzt 8-mal im Leben von Jesus, Apostelgeschichte 10, Vers 38. Ihr wisst von Jesus aus Nazareth, den Gott zum Retter bestimmt und seinen Geist und seine Kraft erfüllt hat. Wo er hinkam, tat er Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte, denn der Gott stand ihm bei. Er ist gesalbt worden, Jesus, um der Hölle zu beweisen, du liegst falsch. Gott macht noch immer Wunder. Die Hölle hat nicht das letzte Wort. Ich meine, der Tod hat nicht das letzte Wort. Und Krankheit ist nicht endgültig. Und deine Niederlage definiert nicht deine Zukunft. Und wenn du das Bild anschaust, ist es nicht krass, dass Gott dich salbt. Und jetzt gibt es noch eine kleine Sache, die du musst wissen. Wenn du zum Glauben kommst an Jesus, wirst du mit dem Heiligen Geist versiegelt. Du bist im Heiligen Geist getauft. Aber Gott erfüllt dich immer wieder neu mit dem Heiligen Geist. Nicht einmal für immer. Das heisst, Salbung, siehst du auch im Alten Testament, wird ausgegossen, immer wieder über ganz verschiedene Seasons, wie im Leben von David. Hat 3-mal erlebt, wie Gott ihn gesalbt hat. Und zudem hat unser One and Only Tim. Freue mich, Tim. Yes, du wirst immer wieder gesalbt für verschiedene Seasons. Und wir schauen das im Leben von David an. Der David, für die nicht wissen, wer er war, er war so der König von Israel. Er hat Schlachten geschlagen und alle gewonnen. Er hat unglaublich schön singen und Harfe spielen. Er hat ein unglaubliches mega viel Reichtum in seinem Königreich. Er war der König, wo alle zurückgeschaut haben und gedacht haben, wisst ihr noch in der Zeit vom König David? Es ist so ein bisschen wie, wenn wir ein paar Jahre zurückschauen auf unsere Schweizer Nation und denken, wisst ihr noch, der Shaqiri und der Chaka gespielt haben. Das sind noch die glorreichen Zeiten gewesen. Beim König David war es gleich. Er war der König. Das Ding ist aber, es ist nicht immer so im Leben. Er ist nicht in einem Königshaus geboren. Er war der Jüngste von mehreren Brüdern. Jüngste im Haus. Okay, ein paar. Jetzt müssen wir wissen, der Jüngste war nicht so viel wert in der hebräischen Kultur. Bei uns ist der Jüngste der König. Oder? Prinzessin. Ich bin Mittler, ich habe eine kleinere Schwester und die war immer Prinzessin. Die konnte nichts falsch machen. In der hebräischen Kultur ist das ein bisschen anders. Der Jüngste ist nicht so viel wert. Der Erstgeborene bekommt alle Recht.
Und wir lesen, wie der Prophet, der zu dieser Zeit Prophet war in Israel, muss einen neuen König bestimmen. Gott sagt ihm, geh zu dieser Familie von David und salb den Neuen, den ich dir zeigen werde, zum König. Und er geht zum Isai, zum Vater von David, der stellt all seine Brüder nebeneinander auf und dann geht der Samuel von einem zum nächsten, vom Ältesten zum Jüngsten. Und Gott sagt jedes Mal, nein, das ist er nicht, nein, das ist er nicht, das ist er nicht. Und kommt er zum Letzten und Gott sagt, nein, das ist ja auch nicht der neue König. Dann fragt er den Isai, hast du noch einen weiteren Sohn? Er sagt, ja, jetzt, was du sagst, ja, aus auf dem Feld. Der Isai holt ihn, stellt ihn an und Gott sagt zum Samuel, salb ihn zum neuen König. Und wir lesen das im 1. Samuel 16. So ließ Isai David holen. Er war ein gut aussehender junger Mann mit rötlichen Haaren und schönen Augen. Okay, dann habe ich komisch gefunden, dass einer aus Israel rötliche Haare hat, aber ja, in dem Fall. Das ist er, sagt der Herr zu Samuel, salbe ihn. Da nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Samuel kehrte wieder nach Rama zurück. Wenn dich Gott das erste Mal salbt, dann ist es immer zu deiner Bestimmung. Aber wisst ihr, was spannend ist? Obwohl der David zum König gesalbt wird, was ist das Nächste, was er macht? Ist das Nächste, was er macht, er steht vor ganz Israel und sagt, ich bin euch ein neuer König. Ihr sollt runterknüllen vor mir und mir dienen? Nein. Er geht zurück zu den Schafen. Und das ist etwas, was wir, ich glaube, unsere Generation besonders muss verstehen. Wenn Gott dir eine Bestimmung gibt und zu dir redet und ein Bild gibt, dann ist meistens das Nächste, was er macht, nicht eine Plattform, sondern das Verborgene. Er bringt dich dort hin, wo dich niemand sieht. Warum? Weil im Verborgenen ist eine Schule, wo du lernst, treu sein, im Kleinen treu sein. Du lernst beten. Du lernst die Intimität mit Gott und du lernst, dass Gott alleine genug ist für dich. Wisst ihr, als ich 19 war, ich habe mit 18 Jesus kennengelernt, mit 19 hat Gott zu mir geredet und hat gesagt in einem Bild, dass ich vor Leuten vom Evangelium erzählen werde. Vor Menschenmassen. Nachher sind 3 Leute unabhängig voneinander gekommen und haben gesagt, ich sehe dich vor Menschen reden über das Evangelium, über die Bibel, mit einer Freude. Ich war 19. 19. Ist das gerade Realität geworden nachher? Nein. Ich habe gedacht, ich habe gerne Vorträge gemacht in der Schule, aber eigentlich wollte ich reich werden. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das unbedingt so will. Aber was hat Gott gemacht in den Jahren danach? Nachher haben Jahre gefolgt. Als ich in einer Kita geschafft habe und ich habe jeden Tag für über 13 Monate habe ich WC geputzt, Kotze aufgeputzt und das mit einer Freude. Den ganzen Morgen Dinosaurier gespielt, den ganzen Nachmittag Let It Go von Frozen gesungen. Für ein ganzes Jahr. Da habe ich das Internship angefangen, hier im ICF. Was habe ich gemacht für ein Jahr lang? Ich habe jeden Mittwochmorgen den Club geputzt unten. Ja, geschrubbt. Ich habe Stühle aufgestellt für hunderte Leute im 20s. Und ich habe es mit Freude gemacht. Und wisst ihr, manchmal, ich putze jetzt nicht so gerne, vielleicht gibt es welche von euch, die gerne putzen. Ich jetzt nicht unbedingt so. Meine Frau kann es bezeugen da vorne. Und ich habe wirklich eine schlechte Haltung. Und ich weiss noch, wie Gott mich beim Putzen konfrontiert hat. Er hat gesagt, Tim, wie willst du im Grossen treu sein, wenn du nicht mal das gut kannst? Ab dem Tag habe ich eine Entscheidung getroffen, dass ich jeden Tag, ich mache es wie zu einem Wettbewerb, ich bin mega wettbewerbsorientiert. Ich putze jeden Tag besser, schöner, schneller. Weil ich mache es ja nicht für meinen Chef, ich mache es ja für Jesus. Es spielt doch keine Rolle, was ich mache. Wenn Gott es mir gibt, dann mache ich es. Und ich diene im Verborgenen, wenn niemand mich sieht. Liebe Freunde, so viel von uns, wenn die Schule vom Verborgensein, vom Verstecktsein, wenn sie einfach skippen, sie wollen drüber gumpen, sie wollen die Plattform. Aber liebe Freunde, schneller Erfolg, und wir wissen das eigentlich alle tief in unserem Herz, schneller Erfolg baut nur dein Ego, langsamer Erfolg baut dein Charakter. Amen. Liebe Freunde, was ich gelernt habe im Verborgensein, ist, dass Jesus mehr als genug ist. Mehr als genug. Was ich gelernt habe im Verborgenen ist, dass, wie ich beten sollte,
Wie ich näher kann sein an Jesus Herz. Und es hat mich alles vorbereitet für das, was später kommt. Und beim David ist es genauso gleich. Wisst ihr, was der David gemacht hat, als er die Schafe gehütet hat? Wisst ihr, was die Aufgabe von einem König war damals? Wir mussten auf sein Volk aufpassen, es beschützen und es fördern. Was macht der David? Er besiegt und kämpft gegen den Bär und den Leu mit seinen Händen, die die Schafe reissen. Wo er verborgen ist. Niemand sieht es, er postet es noch nicht auf Social Media. Niemand sieht, dass er das macht, aber er kämpft und beschützt seine Schafe. Wie sollte Gott ihm vertrauen, dass er aufs Volk von Israel aufpasst, wenn er nicht mal auf seine Schafe aufpassen kann? Oder? Warum muss es verborgen sein? Gott muss man natürlich auch schauen, kann er dir vertrauen? Kann er dir vertrauen im Kleinen? Wie sollte Gott dir vor Leuten trauen und in Leiterschaft trauen, wenn du nicht einmal kannst ein WC putzen und nicht so eine Schnute ziehen die ganze Zeit? Liebe Freunde, tu nicht Verborgenheit auf die Seite und denke, das brauchst du nicht. Es ist das Wichtigste. Es ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass du im Verborgenen lernst mit Jesus. Und dass es genug ist. Und wie lange kann das verborgen sein? Lang. Jahre. Okay? Jahre kann es sein. Und es ist nicht bei allen gleich. Manche von uns haben dann das Gefühl, ja, okay, der rechts oder der links wird ja viel schneller befördert als ich. Ja, deal with it. Deal with it. Es ist ja nicht wichtig, deine Position. Es ist wichtig, dass du nahe am Herz von Jesus bist. Amen. Und wenn du dienst und wenn du im Verborgenen bist, dann kann es sein, dass es irgendwann einen Moment gibt, wo die Türen aufgehen. Für das, was Gott zu dir gesagt hat. Vielleicht hat Gott zu dir geredet letzte Woche am Praise Camp. Vielleicht hat er zu dir geredet am Jesus First Camp. Vielleicht hat er letztes Jahr zu dir geredet, wo er dich will. Und irgendwann gehen die Türen auf. Und dann ist die nächste Herausforderung, dass du die dann auch umarmst. Wenn die Türen aufgehen, dann ist auch deine zweite Salbung ist dann auch verbindlich werden. Du wirst gesalbt für deine Leidenschaft. Wir sehen das beim David. Ein bisschen später, 2. Samuel 2, Vers 4. Eines Tages kamen die Männer von Juda zu David nach Hebron und salbten ihn zu ihrem König. Nur Juda, noch nicht ganz Israel, aber Juda. Hey, irgendwann werden die Türen aufgehen. Und dann wirst du herausgefordert sein, das auch zu umarmen. Und liebe Freunde, deine Bestimmung zum Umarmen von Gott, das kostet einen Preis. Du wirst Sachen zurücklassen. Du wirst Sachen abschneiden. Du kannst nicht alles mitnehmen. Es kostet einen Preis. Viele sind nicht bereit, den Preis zu zahlen. Und wenn die Türen aufgehen, dann drücken sie sich vor Verantwortung, vor Leiterschaft. Lass dich einspannen, wenn die Türen aufgehen. Wird verbindlich. Wird treu in dem Innen. Lass dich einspannen bei uns in der Kirche. Zum Beispiel in einem Team. Übernimm Verantwortung. Wenn die Türen aufgehen, lauf durch. Das Dritte. Gott salbte David dann für sein Versprechen und wir sehen dann im 2. Samuel Kapitel 5. Dann schloss König David einen Bund mit allen 7 Oberhäuptern Israels, die sich in Hebron versammelt hatten, und sie riefen den Herrn als Zeugen an. Sie salbten David und setzten ihn zum König über Israel ein. Liebe Freunde, das ist 15 Jahre, nachdem Gott ihm das Versprechen gegeben hat. Wird es wahr. 15 Jahre. Und wir werden schon hässlich, wenn wir nach einem Jahr nicht befördert werden. Oder? Wir haben doch den Anspruch, im Januar spätestens werde ich befördert. 15 Jahre. Und weil die Welt sagt euch, macht euch einen Namen, baut euch ein Following, tut ellbögeln, dass ihr das bekommt, was ihr braucht. Ihr müsst für euch selber stehen. Nein, liebe Freunde. Wir leben nicht dazu, um den Namen von uns gross zu machen, wir leben dazu, um den Namen von Gott gross zu machen. Amen. Amen. Wir beweisen der Hölle das Gegenteil, dass das wahr ist. Amen. Alright, Leo, übernimm uns. Warte. Warte. Team ist so schnell wie FC Aarau. Ich möchte ganz kurz noch mal etwas erklären. Tim, das ist ein mega krasser Punkt, weil eben, du hast im WC geputzt. Und die Hölle würde sagen, Ellbögeln, schau für dich selber, sonst kommst du nicht rauf. Und du hast mit dem der Hölle bewiesen, dass wer einem Kleinen treu ist, wird Gott setzen. Und ich mag mich erinnern, den Tag, wo du mir gesagt hast, Leo, ich möchte reich werden. Das ist meine Leidenschaft. Und ich habe gefunden, endlich mal ein Christ, der ehrlich ist. Ich habe mich total mit dir identifizieren.
Nein, aber dann ist es krass und dann hast du gesagt, und dennoch bin ich bereit gewesen, meinen Traum auf den Altar zu legen. Und du hast gesagt, ich werde der Hölle beweisen, dass sie falsch ist. Und ich vertraue, wer jetzt kommt in die mächtige Hand von Gott demütigt, der wird Gott erhöhen. Und der Team steht nicht einfach automatisch da auf der Bühne, weil er gedrängelt hat, sondern wir haben ihn entdeckt beim Putzen. Du kannst putzen und putzen. Wir haben dich entdeckt auch in der Art, wie du umgehst mit Menschen. Wir haben dich auch entdeckt in vielen kleinen Sachen, die du gemacht hast. Und der Punkt ist dass Gott, wie im David, das Gott nicht einfach verloren. Das ist nicht mehr Notiz. Und du hast mit deiner Salbung bis dahin der Hölle bewiesen, du bist falsch. Die Stimme, die die Welt sagt und das Gefühl, das man hat, ich meine, das sind krasse Gefühle, ist mir schon klar. Du hast denen allen überwunden gesagt, ich lasse nicht auf dich. Gott hat mich gesalbt für eine höhere Berufung, um den Namen von Gott gross zu machen. Und darum bist du eine Stimme für die Generation, um zu sagen, hey, lass uns die Krone niederlegen, aber die Krone von Jesus grösser machen. Lass einen Applaus aus dem Team. Thank you so much, Bro. Danke. Ja. Danke. So, ich möchte das Ganze zusammenfassen. Der David hat 3-mal eine Salbung bekommen und du kommst auch in deinem Leben verschiedene Salbungen über. Und Salbung ist nichts anderes. Im Alten Testament hat man das von außen nach innen gesalbt, oder? Du hast nicht gewusst, wenn Gott das klebige Zeugs wieder weg. An dem Tag, wo du Jesus in dein Leben einladest, und das ist mega krass, wenn Jesus dir all deine Sünden und all deine Fehler vergibt, ist das einer der krassesten Momente in deinem Leben, du kannst einen neuen Anfang machen. Und die Bibel sagt, an dem Moment wirst du tauft mit dem Heiligen Geist. Mit neuem Öl. Und das Öl, ihr lieben Frauen und Männer, lernt man nicht mehr über den Kopf, sondern du trinkst den Geist Gottes in dich hinein. Come on, you can, ja, der trinkt Ex an die Wand. Und, wie ist es? Süß. Es ist ein Sirup, den er trinkt. Das zum Erklären. Wenn der Heilige Geist in dich hineinkommt, dann bist du plötzlich eine Quelle. Du sprudelst für deine Freunde. Du sprudelst für die Nachbarschaft. Plötzlich bist du gesalbt, um der Hölle zu beweisen. Du liegst total falsch in deinem Leben. Psalm 23 heisst, der Herr deckt den Tisch im Angesicht von meinen Freunden und er salbt mein Haupt mit Öl und er füllt mehr ein. Der Geist Gottes gibt nicht ein bisschen. Ich bin manchmal eingeladen zu einem Essen und dann kommst du Wein über. Dann schöpfen sie die Hälfte Wein rein und sagen, mach den Becher voll. Wenn schon, denn schon. Ich bin ein Mann, mach den Becher voll. Oder? Sagt ja, er füllt mit dem Geist Gottes. Und es ist genau das Gleiche. Gott füllt dich von oben bis unten mit einer gewaltigen Präsenz von dem Gott im Himmel. Ich möchte noch einen Bibeltext vorlesen. In Matthäus 3, Vers 11 heißt es, er wird euch mit was? Mit dem Heiligen Geist, mit der übernatürlichen Kraft von Zeichen und Wunder und Durchbrüchen und Versorgung und Friedenssalben, aber auch mit Feuer. Ich werde nächsten Sonntag über Feuer reden, auch mit dem Team. Aber krass, der Geist Gottes, der Heilige Geist ist nicht eine Ideologie. Der Heilige Geist ist nicht das Konzept. Der Heilige Geist ist nicht das Movement, ist kein Netzwerk. Der Heilige Geist ist kein Gottesdienst. Der Heilige Geist ist nicht das Kirchengebäude. Der Heilige Geist ist nicht das Gefühl. Der Heilige Geist ist nicht das Momentum. Der Heilige Geist ist Gott persönlich, wo Wohnung bezogen hat, in dir gesalbt, um deiner Hölle zu beweisen, dass Gott ist grösser als alles andere in dieser Welt. Amen? Amen? You're blessed. So, du darfst gehen. Er hat mich gebeten, alles darüber zu lernen. Habe ich gemacht. Gell? Vielen Dank, dass du das gemacht hast. Gutes Putzen. Gutes Putzen. So, ich möchte einen Bogen machen zum Schluss. Römer 8, Vers 11. Du bist gesalbt, um der Hölle das Gegenteil zu beweisen. Weil es gibt Sachen aus dem Leben, wo die Hölle anklopft, wo die Hölle laut ist, wo die Hölle dir ein Gefühl gibt, wo die Hölle dich anlügt. Und das heißt in Römer 8, Vers 11. Und das ist ein Bibeltext, den finde ich ganz, ganz ermutigend. Ist der Geist Gottes in euch? So wie Gott, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, auch euren vergänglichen Körper lebendig machen, sein Geist wohnt in euch. Wenn Jesus aus dem Grab auferstanden ist, wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, dann gibt es keinen Bereich in meinem Leben, wo Gott nicht neu machen kann. Keine Sucht, keine Gewohnheit, jede Depression, möchte ich so sagen.
Jede Krankheit, jedes Gefühl, alles kann er nochmal zu neuem Leben auferwecken. Wie funktioniert das? Ganz einfach. Am Anfang heißt es in der Bibel, und die Erde war leer und wüst und Chaos. Vielleicht hast du einen Bereich im Leben, wo leer ist, wo wüst aussieht und es ist ein Chaos. Und die Bibel sagt, und der Geist Gottes hat geschwebt über dem Chaos. Wenn du jetzt sagst, in meinem Leben gibt es gewisse Teile, die sind nicht okay, möchte ich jetzt sagen, der Heilige Geist schwebt über deinem Chaos. Er schwebt über deiner Leere. Er schwebt über deiner Wüste. Und Gott kann ein Wort reden. Und das, was Chaos ist, wird neues Leben. Wenn der Geist Gottes in dir wohnt, schwebt er über jedem Bereich von deinem Leben. Und ein Wort langt, dass gewisse Sachen in deinem Leben neu werden können. Wir werden ganz am Ende vom heutigen Celebration werden wir uns gegenseitig ölen. Ich glaube an die Kraft vom Gebet, ich glaube an die Kraft vom Öl, weil wir sind gesalbt, um der Öl das Gegenteil beweisen. Und ich möchte einen Bibeltext euch vorlesen. Der steht in Jakobus, Kapitel 5, Vers 14 und 16. Wenn jemand von euch krank ist, soll die Gemeindeleiter sich rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ich möchte ganz kurz eine Klammer machen. Ich rede nicht nur von Krankheit in deinem Körper. Viele von uns sind in der Seele total durcheinander. Wir leben in so einer unglaublichen Gefühlswelt, wo du nicht mehr weißt, wo ist oben und unten. Und ich glaube, Gott muss auch unsere Seele wieder heilen. Du brauchst einen Anker in deiner Seele, wo du weißt, mein Gefühl ist nur ein Teil. Vielleicht hast du ein riesen Durcheinander im Geist, was den Glauben angeht. Du brauchst die Heilung in deinem Geist. Vielleicht brauchst du auch ein Wunder an deinem Körper. Es heisst, und sie werden ihn mit Öl salben. Und wenn sie fest vertrauen und beten, dass der Herr den Kranken heilt, er wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Schuld auf sich geladen hat. Bekennt einander also eure Sünden, eure Fehler und betet füreinander, damit ihr geheilt wird. Und genau das machen wir heute. Wir werden heute uns gegenseitig ölen. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Der Geist Gottes schwebt über unserem Chaos. Und ein Tupfen mit Öl symbolisiert, ich bete für dich in der Kraft vom Heiligen Geist. Du bist gesalbt, um den Hülls Gegenteil beweisen. Das Gott ist noch immer stärker und grösser. Es heisst am Leben von Jesus, und ich ende den Bibeltext Markus 6, Vers 13, sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranken mit Öl und sie heilten sie. Wenn ich Predigten höre, dann gibt es oft so Momente, wo ich glaube, es kann sein, dass Gott geredet hat, vielleicht aber auch nicht. Und das ist normal. Aber wahrscheinlich hat Gott wirklich jetzt etwas zu dir gesagt. Und darum schreib lieber jetzt mal das auf und nimm es. Wie in dem Gleichnis, wo Jesus sagt, lass die Samen, die Gott sagt, auf fruchtbaren Boden in deinem Herz treffen. Und wenn du sagst, ich möchte noch mehr wissen, was da läuft, was abgeht, dann join unseren Telegram-Channel, der wird dir eingeblendet und du kannst einfach mal klicken und schauen, was wir so vor Ort für Angebote haben oder sonstige Angebote. Unter anderem haben wir auch nicht nur am 7. unsere Celebration, sondern am 5. unser Sunday Night Extended. Ja, da kannst du in kleinen Gruppen lernen, einfach zusammen Bible Studies machen und praktische Tipps und Tricks mitnehmen. Und wir freuen uns, dich auch mal vor Ort willkommen zu heißen. Und jetzt sagen wir dich einfach, Yes. dass Gott das, was er am tun ist in deinem Leben, kann vollenden und dass du Frucht bringst, gerade auch in den nächsten Tagen. Amen. Amen.